Sprich mal zu den Menschen, die vielleicht schon seit 1-2 Jahren in einer Beziehung sind und sie merken so langsam, eigentlich wäre so der nächste Schritt dran, aber irgendetwas hält mich zurück, vielleicht irgendwie ein Unfrieden. Ja. Was mache ich? Also das Erste ist, in den meisten Fällen gibt es einen konkreten Punkt für den Unfrieden. Entweder weißt du ihn schon oder du musst ihn rausfinden. Was dir nicht hilft, ist einfach diffus stehen bleiben und sagen, ja, irgendwie ist nicht rund. Was ist das irgendwie? Es hilft natürlich, darüber nachzudenken. Es hilft natürlich, je nachdem, in welchen Beziehungen du bist, in Freundschaften sich Feedback zu holen. Es hilft natürlich auch als junges Paar, sich eine Kultur zu bauen, die langfristig hält. Das heißt, dass sich ein Ehepaar suchen, das zum Beispiel mit Gott unterwegs ist und schon länger da unterwegs ist und gemeinsam mit ihnen mal an Themen rangehen und einfach abklopfen, was sind das denn für Punkte? Und dann überlegen, die wirklich aufschreiben, auch wenn es unangenehm ist, erstmal für sich alleine, weil es kann auch was sein, was mich am Partner total stört. Das muss man ihm nicht sofort sagen. Aber es können auch innerliche Punkte sein. Und dann überlegen, was davon ist jetzt göttliche Wahrheit und was ist eine Lüge und was ist ein konkretes Ding, das ich angehen muss. Ich mache mal ein Beispiel. Jetzt irgendwie so ein klassisches Beispiel. Der Mann sagt, ich will keine Kinder haben. Okay? Die Frau sagt, ich schon. Irgendwie habe ich so ein unrundes Gefühl. Ja, es gibt nicht irgendwie, du hast ein ganz praktisches unrundes Gefühl. Der sagt, er will keine Kinder haben. Du willst Kinder haben und wenn ihr das jetzt nicht löst, habt ihr ein fettes Problem. Ihr müsst das lösen. Wenn nicht, das ist Dauerstreit. Thema, was soll sich denn durch die Heirat ändern? Ja. Dann bist du einfach unglücklich. Das heißt, es ist eigentlich was Konkretes, was wir einfach anschauen müssen und auch angehen müssen und auch zeitlich begrenzt angehen müssen, weil ich warte jetzt nicht 10 Jahre, ob du dann sagst, ich will doch ein Kind, sondern daran würde ich jetzt ablesen, ob ich den Mann überhaupt heiraten will. Was hat er für eine Einstellung, was hat er für ein Herz? Ist ihm eigentlich wichtig, was Gott so sagt? Ist ihm eigentlich scheißegal. Er will einfach keine Kinder. Okay, Gott ist gar nicht sein Chef. Will ich mit jemandem leben, wo Gott nicht der Chef ist? Nein. Also man kommt doch schneller an Punkte ran, wenn man da sehr ehrlich hinschaut, als man denkt. Und natürlich Gott fragen. Und dann gibt es Dinge in der Beziehung, die werden so hochgehypt, die sind total unwichtig. Zum Beispiel deine Hobbys. Ich bin jetzt seit 25 Jahren verheiratet. Meine Hobbys haben sich 3-mal geändert in den letzten 25 Jahren. Meine Frau töpfert gerne jetzt. Und jetzt? Also... Geht trotzdem. Wir waren trotzdem zusammen töpfern. War ein Erlebnis. War echt ein Erlebnis. Es gibt lustige Fotos davon. Also die Hobbys sind zum Beispiel überhaupt nicht entscheidend. Entscheidend ist, ich sage immer, die Bibel redet davon, dass Mann und Frau sich gegenseitig unterordnen sollen. Es wird oft die Mannseite genommen, das stimmt, weil Gott das betont immer die Dinge, die runterfallen und der Mann ist der sie am ehesten rausdrückt. Aber sie sollen sich gegenseitig unterordnen. Also müsste ich mir das Leadership von dieser Person angucken, weil ich ordne mich unter. Wem ordne ich unter? Ich ordne mich am Endeffekt nicht dem Tim unter, sondern dem Christus im Tim. Wow. Weil wenn der nicht da ist, ordne nämlich ich einem Menschen unter, wo ich sage, der hat Fehler und Schwächen und alles Mögliche. Ja. Also hat es viel mehr zu tun, wie ehrlich lebe ich den Glauben, wie lebendig lebe ich ihn. Ist Gott wirklich mein Chef? Bin ich gehorsam, wenn er was sagt? Kann ich mit Gottes Hilfe Sachen angehen? Das sind die Erfolgsfaktoren. Und nicht, ob ich jetzt das gleiche Hobby habe oder jederzeit Kribbeln im Bauch habe, weil die Gefühle können immer wieder aktiviert werden, aber die Grundsatzentscheidungen, die sind wichtig. Die sind wichtig. Was würdest du zu jemandem sagen, der oder die sich schon lange einen Partner wünscht, vielleicht noch nie eine Beziehung gehabt hat oder vielleicht eine schon gehabt hat, aber wieder zerbrochen ist und ihm mit der Angst zu kämpfen hat, ich werde nie jemanden finden? Was würdest du so jemandem raten? Das eine würde ich sagen, das Schöne ist, dass Gott den Schmerz teilt. Er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ja. Das heißt, es ist nicht moralisch, sondern es ist einfach ein Schmerz, den Gott auch teilt. Und es ist eine Spannung. Jesus war glücklicher Single. Paulus war glücklicher Single. Also offensichtlich hat Jesus sogar das besonders betont, wieder, wo man nicht so rechnet. Er hätte ja auch eine Frau haben können. Aber er hat einfach betont, dass das möglich ist. Und ich würde sagen, ich würde die ganzen Themen in meinem Leben nicht deswegen angehen, weil ich einen Partner möchte, sondern weil ich Jesus ähnlicher werden möchte. Was heißt das? Wenn ich Jesus ähnlicher werden möchte, möchte ich beziehungsfähiger werden. Ja. Weil Jesus ist beziehungsfähiger. Also möchte ich in Freundschaften, meiner Small Group, mit dem gleichen Geschlecht, mit dem anderen Geschlecht, möchte ich lernen, beziehungsfähiger zu werden. Aber nicht, um dann einen Partner zu bekommen, sondern weil es mein Auftrag ist. Zum Beispiel Kommunikation. Und es gibt bei uns ein Single-Team, die nehmen zum Beispiel die Amore Experience Inputs und überlegen, was sind die Prinzipien dahinter, zum Beispiel kommunizieren. Und wie lerne ich jetzt kommunizieren? Mann, Frau,
gleich schlecht. Warum? Ich will Jesus ähnlicher werden. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Und dann gibt es aber die Frage, ich würde mir Feedback einholen. Weil der eine muss hören, werd mal aktiv. Der andere muss ja hören, sei nicht so aktivistisch. Also wenn ich nur zu Hause sitze und bete, aber nie jemanden kennenlerne, wird es schwierig. Wenn ich nur rumlaufe in ein schwarzes Loch und alles einsauge, was nicht bei 3 auf dem Baum ist und das Single ist, auch schwierig. Ich würde sagen, es ist so eine Spannung. Und das im Gebet und mit Freunden angucken, sich Feedback holen und dann zum Beispiel sagen, im nächsten Jahr, was ist aus dem Gebet raus mein Step? Vielleicht Sunday Night Camp gehen oder vielleicht Camps gehen, wo man sagt, das sind auch wahrscheinlich viele Singles. Oder mein Step ist jetzt aus ICF-Sprache, Sunday Night sind bei uns viele junge Leute. Ich gehe bewusst aufs Hangout, arbeite bewusst mit, aber ich hole mir es von Gott ab und sage, wo möchtest du mich benutzen und wie möchte ich das lernen, dort reinzuwachsen. Und dann natürlich die Themen, die mich hindern, beziehungsfähig zu sein, anzugehen. Ich mache ein Beispiel. Beziehungskiller Nummer 1 laut Statistik ist Pornografie. Das ist ein Riesenthema. Das sorgt dafür, dass ich isoliert werde in der Beziehung, wenn ich sie lebe, aber auch sonst. Sollte ich jetzt frei werden von Pornografie, damit ich einen Partner gebe? Nee, ich sollte frei werden, damit ich frei bin. Ja. Amen. Und dann kann ich auch mich auf jemand anderes einlassen. Deswegen ist natürlich sehr nach, wo du drin stehst, Gott sieht den Schmerz, er teilt ihn mit dir. Gleichzeitig hat er für dich Antworten, wie es vorwärts geht. Und deswegen ist das so eine Spannung, in der man drin ist. Ich habe mal eine Predigt gehalten, warum Jesus Single war. Da kommen sehr viele Punkte drin, die vielleicht helfen können. Unbedingt, also geht rüber auf den YouTube-Channel vom ICF München, da findet ihr sie. Wie heißt sie? Weißt du das noch? Ich glaube, warum Jesus Single war. Warum Jesus Single war. Aber war. wenn Single Jesus, dann findet man das. Unbedingt, geht da hin und schaut euch das an. Das hilft sicher unglaublich. Hast du das Gefühl, man sollte frei von Pornografie sein, bevor man in eine Beziehung geht? In einer perfekten Welt ja, in der Realität wäre schön, aber die Realität ist ja, dass es eine Sucht ist. Das heißt, ich muss ja mit einem Weg finden, aus der Sucht rauszukommen. Und der erste Weg ist schon mal, dass ich es nicht bagatellisiere, sondern ähnlich wie dieser Alkoholiker aus Sri Lanka, der sagt, ich habe ein Problem. Und dann Wege, und das sind viel mehr Jüngerschaftswege als 2, 3 Befreiungswege, weil es gibt ja Gründe, warum ich Pornografie konsumiere und die haben nichts mit Sexualität zu tun, die haben was damit zu tun, zum Beispiel mit guten, schlechten Gefühlen umzugehen, vielleicht durch traumatisierte Erlebnisse, lauter Themen. Und da gibt es unsere Kirche Get Free Angebote, die helfen dir wirklich dort vorwärts zu gehen und an die Wurzel zu gehen. Es ist grundsätzlich natürlich eine sehr zerstörerische Sucht, wie jede Sucht, aber die ist besonders zerstörerisch, weil sie, wenn du in einer Partnerschaft bist, immer, sagt ja Jesus auch bereits, der Blick ist Ehebruch, immer das Thema Ehebruch dauerhaft zerstörerisch in deine Beziehung bringt. Ja. Und das ist dann nicht nur für den Mann herausfordernd, sondern vielmehr noch für die Frau. Und für beide ist es eine unfassbare Identitätsfrage. Also für die Frau, die muss dann tief mit Christus beantworten, selbst wenn der Mann noch unfrei ist, bin ich schön, bin ich geliebt, bin ich begehrenswert, auch wenn mein Mann gerade was anderes macht. Und der Mann muss auch, also es sind viel mehr Themen. Deswegen mit Gottes Hilfe ist alles möglich, aber das Wichtigste ist eigentlich, wenn man sich auf die Ehe vorbereitet ist, Gottes Hilfe zu verstehen. Grundsätzlich, wie hilft Gott, wie redet Gott, wie heilt Gott, wie macht er Wiederherstellung, wie gehe ich Jüngerschaftswege, wie finde ich mit dem Wort Gottes Antworten, wie nehme ich jemand mit rein, wie gehe ich ans Kreuz, wie tausche ich die Sünde. Das sind alles Themen, egal welche Herausforderungen du hast, die dir helfen, weil Herausforderungen wirst du immer haben.